Es geht weiter, stets heiter, zurück bei Fire Emblem Engage. Und ja, Freunde, es ist offscreen einiges passiert. Wir haben viel trainiert, auch Zombie ist natürlich hochzufrieden mit uns. Und deswegen wollen wir sagen, erst einmal Zombie ein bisschen füttern, wa? Die Frage ist, geht das überhaupt direkt wieder oder geht das nicht, weil ich jetzt irgendwie so, ja, nicht mal Sidequest-Maps, sondern einfach halt die alten Maps halt wiederholt habe. Ja, tatsächlich auch krass. Und er kackt wieder mal die Bande der Freundschaft aus. Also fast zumindest. Und ein bisschen streicheln. Da war ein Schaden. Oh, da freut er sich. Oh, er ist so süß. So ein kleines Sweetie. Weil kein Schimmer, was überhaupt eine Rasse sein soll. Naja. So. Danke. Ansonsten, Freunde. Ich war erfolgreich offscreen, so kann ich ja schon mal verraten. Ich habe auch schon ein paar Dinge eingesammelt hier. Den aber noch nicht. Ein paar Materialien und ja, also ich war auf einige Maps. Und holy moly, war das zum Teil schwierig, das glaubst du nicht. Schwimmbad, Freizeit. Okay, krass. Bereits verwendet. Die scheiß Gespräche, wa? Die stehen uns ja noch aus. Okay. Also, was habe ich alles gemacht offscreen? Ne? Ich habe gesagt, ich will ein bisschen trainieren, weil mir unser Team noch nicht so richtig gefällt. Und, ja, wenn man sagen, wir gucken mal, was er da getan hat. Erst einmal bei mir selber, Level 19 mittlerweile. Die Bande wieder mit Link geknüpft, genau, einfach mal zum Gucken und so, was sie auch so drauf hat und wie die Kombination funktioniert. Soweit ganz klar. Dann unsere Jade-Ritterin, auch sie hat sich gemacht, bis auf Level 17 sogar. Bei gewissen Gegnern hat auch sie Mühe, muss ich zugeben, obwohl es gab auch Gegner, wo sogar Louis Mühe hatte und gekillt wurde. Also insofern. Ivy, Level 20, das Maximum erreicht. Sie ist also ready für die Entwicklung. Junaka, ja, wäre auch Level 20, also bald, aber da es in diesem Spiel ja leider keine Assassinen gibt, wird sie sich auch nicht weiterentwickeln. Und ich sage auch gegnerische Assassinen auf Level 19, 20 so herum. Alter, sind die mühsam, ey. Das ist echt krass. Alfred hat sich auch gemacht, war schwierig bei ihm, weil er halt so verdammt langsam im Vergleich ist, dass ich teilweise echt Mühe hatte mit ihm, überhaupt zu überleben. Louis bereits erwähnt, meistens kein Problem. Diamant, der ist auch verdammt schnell, verdammt stark. Mit dem hat es echt Spaß gemacht und auch er ist wie Ivy auf Level 20. Boucheron, mit ihm war es schwierig. Aber ihr seht, ich habe es geschafft. Immer nur Level 12 schon mal. Natürlich mit ihm weiter trainiert und ja. Was soll ich sagen? Außer es geht. Sagen wir es mal so, es geht. Oder es ging. Ich würde ihn gerne weiter trainieren, weil ich hoffe, dass das mit ihm Zukunft hat. Tatsächlich. 112, ja. Ich habe die ganzen Kämpfe noch nie richtig durchgeguckt. Vor allem auch hier Figur. Wegen schweren Waffen und so. Was halt auch mal eine Option wäre, das zu beeinflussen natürlich. Boah, Figur eigentlich alle relativ... Jo, das kann man so schlecht bei ihm, bei Boucheron. Citrin, auch sie wurde ein bisschen trainiert. Eti auch. Hat es, glaube ich, ein bisschen. Jetzt haben wir noch Lamba und Lapis eingesetzt, aber die kamen nicht großartig dazu. Alchrist auch kaum. Kagetsu, glaube auch nicht. Ich habe mal hier ein paar Ringe verteilt. Aber ja. Jetzt mal so die Charaktere und eben, ich will mal sagen, Ivy und Diamant entwickeln. Und beim Rest, mal nachgucken, ich meine, Alfred könnte man zwar auch schon, ich muss bei ihm vor allem irgendwas mit wegen Speed machen, weil es echt krass mit ihm, ey. So, ansonsten, ich glaube,
Jetzt nicht großartig was verändert. Klar, können wir ein bisschen schmieden und so, das stimmt. Und wir haben noch wieder ein bisschen Kohle, Freunde, auch das stimmt. Ich glaube, ich gucke mal ganz kurz wegen neuen Stäben auch, aber erstmal die Waffen. Okay, mittlerweile hatten wir letztes Mal schon im Panzerbrecher Schnitter vor allem auch. Ja, eventuell eigentlich für den Schwertmeister, nur das wird schwierig mit Schwertmeistern aktuell bei uns im Team. Meisterbogen müsste auch sein. Hier sieht man sehr, sehr gut. Ich meine, ich habe ein paar Kämpfe gemacht und so, aber so viel Kohle gab es trotzdem nicht. Was man mal gucken könnte. Verkaufen. Ich habe doch mittlerweile so viele Billigwaffen und so bekommen. Oder auch nicht? Ja doch, hier ein paar. Tomahawk. Eisengroßaxt. Okay, okay. Ist halt die Frage, sollte ich auch schon mal verkaufen? Ich meine, so viel gibt es zwar auch wiederum nicht, aber besser als nichts. Wurfballons behalte ich mal noch, man weiß ja nie. Feuer und Flut. Brauche eigentlich auch nicht mehr. Ein Kurzmesser kann weg. Also die Halungen können eigentlich auch weg. Das Ding ist auch passé. Die ganzen Bilo-Heilmittel. Kommt die auch mal weg. Der ebenfalls. Die natürlich nicht, der ist klar. Auch nichts für die Figur war. Wendigkeit, Tempo. Nur eine Tempofeder. Ich hätte sogar sonst gesagt, dass wir uns die ganzen besseren Waffen für später aufheben. Ein paar könnte ich eigentlich trotzdem machen. Panzerbrecher muss eigentlich noch ein paar haben. Meisteraxt einen, ja. Der Morg hat sie gar nicht, krass. Meisterbogen. So, was vor allem auch krass drauf ging, sind die ganzen Stäbe. Ja, Pflegestäbe brauche ich wieder ein paar. Obwohl momentan geht es eigentlich noch. Dann noch ein paar Waffen ablegen, was ich gerade. Dazu später mehr. Schnitter. Ja, komm. Kann man das hier ein bisschen später. So, dann Inventar. Ich habe keine schlechte Behendigkeit von dem her. Also würde sich eigentlich sowas in Schnitter schon lohnen bei mir. Aber ist meine Behendigkeit auch besser als die von Diamant? Tatsächlich, krass. Das hingegen wundert mich doch ein bisschen. Dass ich so krass behändigt bin. Also ich kann eigentlich immer noch. Was mache ich eigentlich so? Stahlachs, Eisenachs, ganz ehrlich, die habe ich bei ihr nie gebraucht. Das sind eigentlich auch vor allem Trainingswaffen bei ihr.
Noch mehr brauche, das sehen wir dann. Die nächste Mission natürlich. Da habe ich gesagt, will ich dann endlich mal mit dem nächsten DLC anfangen. Beziehungsweise der DLC stimmt gar nicht, mit den nächsten Sidequests. Das Alchrist hat ja schon Miniaturbogen. Ich glaube, Etienne noch nicht, oder? Doch. Eventuell einen Meisterbogen. Ja, macht Sinn, weil Alchrist hat einen anderen. Ja, Eti oder Alchrist. Ja, aber ich habe in der letzten Folge schon gesagt und daran würde ich mich gerne jetzt auch festigen, dass ich gewisse Klassen mehrmals habe. Also zum Beispiel hätte ich gerne generell zum Trainieren jeweils im Team so 2 Schützen mit Eti und Alchrist, 2 Tanks mit Jade und Louis. Vor allem physische Tanks. Vielleicht, ich meine, Magier haben wir auch mehrere von dem her und Dieb vielleicht auch, Kagetsu. Jetzt sagen wir ehrlich, seine Werte sind schon krass mit der Behendigkeit und so. Ist alles andere schlecht, sind wir ehrlich. Aber kann ich ihn auch regelmäßig nutzen, einfach nur. Ja, ich muss halt öfters rausswitchen. Oder ausswitchen. Ja, normalerweise nicht so der Fan von. Müsste ich jetzt halt ein bisschen häufiger zelebrieren, wa? So, ansonsten. Wir machen natürlich gleich weiter, Freunde, keine Sorge. Hinauswachsen. Staffelticket erhalten, schon wieder. Krass, ich kann sogar. Das Training klappt sogar so? Das ist wirklich krass. Weil ich eigentlich gedacht, dass das Training auch klappt, wenn man halt so Bido-Missionen macht, also auf ältere Maps zurückkehrt. Das überrascht mich ein wenig, muss ich zugeben. Ich glaube, das klappt nur bei offiziellen neuen Missionen oder eben DLCs oder Sidequests. Okay, er kriegt ein bisschen Speed, das freut mich sehr, weil eben der zum Teil wurde echt gedoppelt und so, da war dann... Es gab ein paar Maps, da wurde es echt knapp. Der hat beinahe das ganze Team verloren. Ich glaube, es gibt noch 2 Training am Boucheron. Tja, wenn das gewusst hätte, natürlich einen Hammer gegeben. Yes, man. Boucheron. Ja, gefällt mir eigentlich. Er soll ja bald zum Berserker werden. Er hat relativ viele Rangspunkte bekommen, das liegt an seiner Fähigkeit hier auch noch mitunter. Warte mal. Die sind bereits entwickelt. Ich gucke gerade. Bei Citri noch was machen soll. In der Hoffnung, dass er noch ein Level kriegt. Dass das nicht überspringen kann. So, nachher keine nervige Teil dran, Freunde. Soll heißen... Gespräche. Nein! Nur so wenig. Lame. Emblem. Also, Bandfragment aber genug. Bei Michael mache ich jetzt mal nichts. Die Frage ist... Damit auch mal ein paar Fähigkeiten erben könntest, wa? Behendigkeit wäre schon cool. Speed natürlich auch, wa? Der Kai ist schon krass drauf, kannst sagen, was du willst.
Ich glaube auch. Wobei man bei Junaka nie so sicher sein kann. So, nochmal Junaka. Ich glaube hier, klar, Landkugel wäre zwar noch so cool. Warte mal, ich glaube, ich kann Lucina überspringen und direkt auf Edelgard gehen, weil ich Stärke bei Handicap +2 habe. Das ist ein Kombi-Ding. KP plus Glück +2, ja komm, ich mach die hier noch. Huch! Achso, er ist aber Level 7. Auch wenn es teurer ist. Nee, komm, nicht übertreiben, wir machen erstmal das hier. Ey, Edelgard, ganz ehrlich. Eben noch das Übel wie eh und je, hat sich nichts geändert. Barbaren-Fragmente habe ich noch. Die Frage ist ja bei Louis mal, oder? Ich finde, jetzt Stärkebände kann eigentlich schon genug. KP Glück hätte ich eigentlich gerne mal bei ihm. Speed bringt eigentlich auch nichts bei Louis. Doppelbeistand. Doppelbeistand noch cool Klänge. Uns muss ein bisschen aufpassen mit den Punkten. Das mit der Linie ist sowieso eigentlich immer ein geiler Effekt. Den muss man eigentlich immer nehmen. Ja, komm. Mach mal den nachher an den mit Edelgard. Die kann sogar Louis Schaden. 99% daneben! 99! Das haben wir noch nie erlebt! Das Max meinte mal bei Awakening mit 98% daneben ging, aber 99! Leck mich am Arsch. Und jetzt habe ich alles gesehen. Jetzt habe ich recht alles gesehen, ey. 99 fucking Prozent. Boah, ey. So, eben gehen natürlich ein paar Dinger. Effekte, ich gerne mit allen irgendwie lernen würde, mit so viel wie es überhaupt geht. Die Frage ist, welcher macht es Sinn? Ein bisschen die Magietypen, war vor allem bei ihr. Lynn vielleicht, damit ich da auch einen Speedboost erben kann. Noch ein bisschen schneller bei ihr wäre nicht schlecht. Das wundert mich ein wenig. Das wundert mich ein bisschen. Die Frage ist halt, sie hat kaum einen physischen Angriff, aber sonst wäre es eigentlich noch cool. Da Lynn auszurüsten, aber so bringt das ja kaum was. Da haben wir schon. Alfred, du müsstest eigentlich auch mal noch ein bisschen. Bei
Die haben Level 5, damit du den Speed erbst. Ja, da wäre ich eigentlich sehr froh drum, tatsächlich. Wir sind schon kurz davor, dann machen wir das doch mal. Es gibt so viele Dinge, die man machen könnte. Also, ich bin eigentlich schon fast so weit, dass ich eigentlich sagen müsste, eine komplette Folge nur zum Trainieren. Emblemen, Ausrüsten und Schmieden etc. etc. Eine Folge noch für die Support-Gespräche, so. Aber ganz ehrlich, das ist auch so ein... Stimmt, ich kämpfe immer gegen Edelgaben, ja total bescheuert. Alfred, nochmal ganz kurz gucken. Doch, Lüne haben wir gesagt, wa? Nachher mache ich glaube nochmal mit Diamant ganz kurz und dann sind wir hier durch. Dann machen wir noch ein paar Emblemgespräche, die gehen ja auch schnell. Ich würde sagen, Supportgespräche, obwohl es natürlich noch mehr gegeben hat und so. Ist klar, das Offscreen-Training. Aber die lassen wir vorerst. Wir machen uns dann auf zur Sidequest mit Lucina. Der Lucina. Weil generell trainieren könnte ich mit allen. Ah, Pusher Rohr wollte ich vor allem auch. Stimmt. Ah ja, ja, Innergespräche. Dimitri も王子様と聞いたが、アルフレッド様とだいぶ印象が違うんだな。質実剛健を持って是とするファーガス出身の俺と比べると、確かに少し違うかもしれないな。Ach ja, Freehouse. Es war einerseits ein geiles Game, andererseits habe ich halt immer ein bisschen auch bereut oder schade gefunden, dass es nie die Chance gab. Oh, bis auf Level 7 mache ich noch. Gegen Axel war doof, ich mach's so. Dass es nie die Chance gab in Freehouse, im Gegensatz zu Fates halt, dass man alle Storywege miteinander kombinieren konnte. Ich glaube, es gab 4 Storywege, aber halt nicht einen, wo man gemeinsam gecatcht hat. 共に良い鍛錬にしよう。ディミトリだ。成果を存分に発揮してくれ。Alter, voll groß. Trefferquote, ey. Dimitri ist aber cool ausgewichen. Gut, Axtfähigkeit brauchst du jetzt nicht unbedingt. Aber ist trotzdem nett. Diamant wurde vor allem noch, wa? Was brauchst du, Alter? Stärke, Behendigkeit. Linie generell ist, aber schon mal gesagt, ist cool. KP Glück war bei dir eigentlich auch vor. Behendigkeit, ja. Mehr kriegen kann jetzt schaden. Speed eigentlich auch, oder bist du mir eigentlich schnell genug momentan? Die hat aber auch eine Power, die Alte. 玉座は孤独というが。そうだな。だから信頼できる友が。Ja, Mann, ich habe ja auch nie Free Hopes gespielt, war? Also Fire Emblem Warriors Free Hopes. Darum weiß ich auch nicht genau, wie es dort ablief mit den Häusern, beziehungsweise den Charakteren und so. Ich denke, dass das längstens überfällig wäre, aber ja, woher die Zeit neben der Stadt stehlen war. Wendigkeit. Gerade überlegt, aber warte mal, ich weiß, wozu ich ihn entwickeln nachher. Gut, Behendigkeit hier ist eigentlich doof, weil jetzt habe ich es gerade... Ah, nee, noch nicht ganz,
Das wäre es ja. Genau, Linie wollte ich reinmachen. Weil Linie eigentlich nachher auch doof ist. Was mache ich überhaupt? Bis Level 7 Stärkung bei Handicap kann ich mir sie ersparen. Dann mache ich noch Lin. Okay. Sehen wir mal Claude. Claude verdammt. Warte mal, Ratiopartner mit dem Punkt. Ne, ich mache erst einmal Safety First, komm. ディアモンドだ参るぞいいよ手加減はしないわ次こそ負けないんだから Schon krass, der hat den Meisterbogen, aber macht ihm trotzdem keinen Damage. Die DLC-Embleme sind in der Hinsicht schon echt krass. 紋章師リンそうよね邪竜の力で意識がおぼろげであったとはいい Das stimmt. Vom Dämonendrachen kontrolliert. Ich frage mich, ob man irgendwie dafür sorgen kann, dass sie gar nicht mehr kontrolliert werden können. Das halt immer nur temporär ist, so von wegen, ja, jetzt gehst du mal zu ihm, jetzt bist du wieder bei uns. Wäre irgendwie auch schräg, oder? Dafür reizt noch, sehr schön. 仲間とはいえ手は抜かんクロードだお手柔らかに頼むぜ Oh, das ist ein scheiß Bogen. Obwohl, das ja gar nicht so krass war. Das ist nur fehlt hier so ein schwacher Bogen, ne? Das ganz anders in Erinnerung. Schade. Ich habe ein bisschen schnell leider gewonnen. Claude. So, ich glaube die Ringkammer, oder? Bin schon so verwirrt, hey. Sind bald über 30 Minuten. Oh, die ganze Folge über immer noch die Dinge machen. Es ist echt krass, ey. Ringer still machen wir jetzt mal nicht, weil das ist momentan nicht wirklich Bock drauf. Bei Michael. Ich könnte gewisse Dinge erben. Bandicap plus 3 wäre irgendwie auch cool. Ich warte bei ihm noch ein bisschen ab. Also. Unter dem wir gucken, bei dem ich schon wieder Level 5 bin. Ivy zum Beispiel. Vehemenz ist zwar keine schlechte Fähigkeit, aber bei Ivy. Uff. Das. Ich glaube, so schnell wird das nix. Ja, komm, gibt ja noch mehr Speed. Weil sie es überhaupt nutzen kann. Das ist halt hier die Frage. Eigentlich brauchst du unbedingt Speed. Die Linie dann später. Ja, okay. Alle kriegen Speed, war? Schon krass. Tiki. Oh, nicht mehr so der FP. Diamant. Linie wird zwar eine Option. Das heißt, sich entwickeln ja gleich. Denn klar, ein bisschen Erfahrung und so kann man immer brauchen. Ja, Stärke weniger plus 2 ist aber zu teuer. Okay, machen den noch. So. Ich glaube, sonst haben wir nicht mehr viel, wa? Ringe polieren, Bündniswaffen, Ringe polieren wäre wieder mal eine Option. Ja. Aber später. Weil eben das. Langsam geht es mir selber gerade ein bisschen auf den Keks. Was sie alles machen. Inventar. Nein, nicht Inventar. Enzyklopädie. Bande ansehen. ルキナ
時々不安になるんです。私たちはこの戦いに勝つことができるでしょうか。その気持ちはわかります。でも決してうつむかないで。希望を見てさえいれば世界の絶望は振り払えますから。 So ist es. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, damit Tiki. ジェーでたまに目をつぶってじーっとしてるね。あれは何をしてるの？立ったまま寝てるの？いいえ、瞑想よ。心を落ち着けるためにしているの。次はチキ殿も一緒にどう？ Krass. Also wenn ich meine Augen schließe, penne ich gerade ein. Egal ob ich sitze, stehe oder liege. リンさんはしなやかないい体をされてますわ。鍛錬すれば素晴らしい筋肉が手に入りますわよ。剣や弓の鍛錬はしてるけど、筋肉をつけるための鍛錬なかった発想だわ。ちょっと興味あるかも。 Oh nee, bitte nicht. Nein, weitere DLC stehen ja noch aus, wa? Okay, machen wir das erste Mal. Die anderen hier machen noch nicht. Ich weiß, es sind verdammt viele mittlerweile. Ein paar können wir vielleicht auch abkürzen, weil man kann mal so überlegen, wenn ich hier alle von Michael mache, alle von Jade oder Jade, alle von Ivy. Wir holen die meisten schon durch, aber trotzdem. Nee, das, wir machen es noch, aber erst später. Ja, sonst kriege ich echt noch einen Kollaps. Das heißt für uns, Freunde, es wird Zeit, uns zu entwickeln. Zumindest ein Teil davon. Ivy. Wir haben 3 Meistersiegel. Sie wird zur Bändigerin. Nein, Quatsch, natürlich nicht, sondern zum Lindwurm. Wieso steht die Bändigerin hier auch da? Krass. Magierin. Ja, vor allem singt die Magie. Super. Nein, Bändigerin. Magiekundige Wyvernritterin, die Gegner aus der Luft bekämpft, setzt mächtige Magie und Stäbe ein. Im Prinzip nichts Neues, aber sie kann mächtigere Magie einsetzen. Bis Rang S sogar. Sehr schön, sehr schön. Was? Schon gerade. Magier Weiser. Ja. Warum nicht, wa? Junaka zum Axtkämpfer machen. Genau. Alfred. Ja, theoretisch können wir bereits machen, aber ich warte mal noch und setze lieber jetzt ein bisschen darauf, dass er... Man kann Schwerter nutzen, krass. Dass er jetzt noch ein bisschen trainiert. Also zumindest ein Level noch upgradet. Ja. Dafür machen wir jetzt Diamant. Vom Lord zum Lord. Nein, natürlich nicht, sondern vom Lord zum Thron. Aber man kann endlich mal Äxte einsetzen. Wie krass ist das denn bitte? Ja, der Junge hat Power. So, einmal ein Siegel fehlt noch. Ich meine, machen irgendwann ja mal Bushiroad zum Berserker. Tut all seinen Werten gut. Lustigerweise kriegt er bei Verteidigung nichts dazu, das wundert mich ein bisschen. Bei Magie und so ist klar, da muss er auch nichts, da muss er nur Äxte einsetzen, mehr braucht es nicht. Theoretisch können wir auch zum Axtkavalier machen, aber da bin ich nicht unbedingt so Fan von. Citrin am Wald auch, die wir dann so Weisin, also noch ein bisschen mehr Magiepunkte. Etie, normaler Scharfschütze von dem her. Amber wäre eigentlich auch schon so weit, aber ihn zum Rittmeister machen, könnte man. Könnte man. Sonst glaube ich momentan nichts, weil die Reisen aber alle gemacht. Genau, also die begehen ja leider nicht. Schade. Und Michael ist auch bei Level 20, das schaffen wir vielleicht auch mit der nächsten Mission dann. Mal gucken. So, Fähigkeiten, das muss es doch noch sein. Zumindest das noch. Ja, Sternenkugel ist doch ganz cool.
Na komm, lass es mal noch. Ah, war falsch. Resistenzlinie. Packen wir ja auch mal den Speed rein. Hat Ausweichen plus 15 Treffer. Du hast sowieso eigentlich nie ein Problem damit zu treffen. Deswegen lieber einen Speed rein, weil du es brauchst. Vorteil Waffenschild, okay. Speed bitte rein. Linie, Stärke Behendigkeit, zack. So. Passt, hat Luft, perfekt. Was ich jetzt leider doch noch machen muss, da wir entwickelt haben. Hier bringt noch nichts was zu machen, da ich keine höheren Bücher habe. Das können wir also sparen. Aber bei Diamant natürlich, weil wie gesagt, jetzt Silberschwert, sicher noch seine Primärwaffe, Leichtschwert lege ich mal ab. Wudau, ja. Wendigkeit ist er zwar nicht schlecht unterwegs, verstehe mich nicht falsch, aber da was braucht. Ich würde ihm ja lieber eine Stabachs geben. Tomahawk wäre theoretisch auch nicht schlecht. Vielleicht gebe ich dann die lieber ihm, wobei das eine Trefferquote war. Da haben wir das Problem. Das Problem hat er ja nicht, wirklich. Ich versuche es gerade mal so bei ihm. Und ansonsten, hier, wie bereits erwähnt, wir wissen davon ab, was er gerade natürlich nutzen möchte. Mit dem Tomahawk und so hat er ihn halt. Hammer und so weiter. Wurfbeil eventuell. Wir schauen. Ich glaube, der Rest passt soweit noch. Ja, den Rest lassen wir mal noch. Vorübergehend. In dem Sinne, Freunde, ihr speichern. Unendlich aufbrechen. Göttliche Kapitel machen wir später. Ich würde sagen, nach dem Lucina DLC und dann wiederum erst nach dem nächsten göttlichen DLC machen wir dann weiter mit der Hauptstory. So, genau gegen die habe ich darüber gefightet und das war zum Teil so schwierig, ey. Basis Level 20 und so, die werden immer stärker, logischerweise. Wir gehen jetzt mal zur Arena der Götter. Basis Level 19. Ja, wir kennen es ja aus Awakening. Nebenquest, die Erhabene. ここは一体なんだか不思議な力を感じます。どうやらフェリアの闘技場を模して作られた場所のようですね。フェリア、ルキナの世界の地名ですか？はい。東西に2人の王を有する軍事国家です。その国では数年に一度国の実権をかけて闘技大会が開かれていました。私とお父様はその大会に敵同士として参加し、初めて剣を交えたのです。ルキナの剣の師匠はそのお父様なんですよね。さぞかし激しい戦いになったんでしょうね。私が正体を隠していたこともあり、お父様は全力でしたからね。ですが強さを感じる以上に学びの多い素晴らしい戦いでした。だからこそここが選ばれたのかもしれません。試練の場として。試練の場？あなたも感じているでしょ？この場に満ちている不思議な力を。はい。まるであなたを少し遠くに感じるような。武器を取って私と戦ってください。試練を乗り越えれば私たちはさらに強い絆を結べます。そうすればあなた方は
紋章師たる私の力をより引き出すことができる。わかりました。この戦いでいろいろと学ばせてもらいます。嬉しい返答ですね。けれどその程度の心構えでこの私に勝てると思っているのですか？全力で行かせてもらいます、ルキナ。ええ、その息です。Ah, die beiden werden noch beste Freunde. Okay, die Bande wird stärker, also das Level statt maximal Level 10 wird dann zu, keine Ahnung, 30, 50? Oder nur 15. Da kommt durch 20, also es verdoppelt sich einfach. Oh nee. Oh nee, nur 6 Stück. Wollen wir verarschen? Oh, warum darf ich nur 6 mitnehmen? Nee. Na gut, heißt 6 Stück, es wird ein kurzer Kampf. Und Kapitel auch. Wir haben ein paar Fetis, Bulettis, wir haben Magier, ein bisschen alles, wa? Ein Weiser. Mimesis, die kennen wir schon. Mimesis oder Genesis nicht? Lanzenritter, Stahl, Großlanze. Hä? Ah, General gepanzert. Okay, das ist normaler. Wäre schon etwas weiter. Sina kann mit dem Bogen umgehen? Was ist denn das? Okay. 25 Emblemassistent, du mich auch, ey. Also, da schauen wir uns in der nächsten Folge genauer an. Vermutlich nehme ich irgendwie sicher mal Boucheron noch mit, weil eben muss ja trainiert werden. Da die jemanden noch ein bisschen Rückhalt hätten. Tank verzichtet, glaube ich, jetzt hier drauf. Was ein bisschen schwierig wird. Ich glaube eher noch ein bisschen Magier-Power für große Entfernung auch. Einmal lassen wir noch zurück, weil es mir zu gefährlich. Alfred, oh, das wird auch das. Ich glaube, hier ist ein bisschen fehl am Platz, aber wir gucken mal. Ja, Unicorn wäre schon. Eigentlich hätten wir noch gerne ET dabei gehabt. Ein Healer wäre verdammt so schlecht, hä? Er hat ja ein Heilmittel. Und wir hauen einfach drauf und gut ist. Ich habe überhaupt solche gewählt, die auch Ringe haben. 3 Stück. Gut, sind eh alle, die ich habe, wa? Nee, 4. Hä? Im Moment. Ja, stimmt, ich kämpfe gegen Lucina, deswegen. Ich habe mich schon gewundert, wo zum Henker ist der Ring von Lucina hin, deswegen hat ET keinen. Oh, okay. Ja, ist natürlich klar, ich bin ja auch ein Idiot. Also wir suchen zwar mit denen hier, glaube ich, und dann schauen wir uns in dieser Folge genauer an, wie wir hier durchmarschieren. Also Ziel wäre, Citrin und Alfred entwickeln zu können. Also wir können sie jetzt schon entwickeln, aber sie sollen Level 20 erreichen. Boucheron soll noch trainiert werden und das heißt, Diamant, Unicorn und Marcus sind einfach durchwaschen. Das kann was werden, nee. Ich muss auch mal das Team prüfen, ich glaube, das wird schwierig. Oh Mann. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.